Liebe Membre, liebe Freunde, liebe Kollegen Deputiert, last but not least, liebe Presse. Ein bewegtes Jahr leid hinter uns und ein neues Jahr voller Möglichkeiten leid vor uns. Das ist mir ein großes Freude näher, heute vor uns zu schwätzen, besonders, weil das als Parteipräsidentin mein erstes Neujahrsrede ist. Los ist es gucken, was wir recht tun und was wir im Jahr 2025 erreichen wollen. Das Jahr 2024 war vielen Hinsichten ein wichtiges Jahr. Nicht nur für Lützeburg, sondern auch für Europa und die Welt. Wir müssen gemeinsam große Herausforderungen angehen und werden davon auch in Zukunft nicht verschont bleiben. Das wird nicht nur große Auswirkungen auf die Nationalpolitik, sondern auch unsere Rolle als Land an einer immer mehr komplexer und erlaubt mir zu sagen, schon gerade im RTL-Interview auch gesagt, unstabiler Welt. Ich blicke zurück auf 2024. Als größte Errungenschaft als Partei ist ganz klar. Für dich kann in der Geschichte von ADR haben wir fertig gebracht, ein Mandat am EU-Parlament zu kriegen. Diese Errungenschaft verdanken wir der harten Arbeit von der Partei und von der Fraktion in den letzten Jahren an all unsere Membern und Wähler, die es immer unterstützt haben. Ein grosses Merci dafür und ich alle gut. Mit ferner Karteiser haben wir einen überaus kompetenten Realpolitiker am EU-Parlament. Ein von unseren EU-Wahlversprechen war, als für die Anerkennung von der Lützeburger Sprache anzusetzen. Der Ferner hat schon dafür den Grundstein gelöst, an dem sie probiert hat, ob Lützeburg am EU-Parlament zu schwätzen. Mit dieser Herausforderung kann ich nicht lange lesen. Auch die Lützeburger Regierung muss heute ihr Engagement und ihre Wille weisen. Und da werden wir bis heute vergeblich drauf. Letztes Jahr stand die Lützeburger Politik am Zeichen von entscheidenden politischen und gesellschaftlichen Weichenstellungen. Der hat sich dabei weiter für die Leute von allen Bürgern angesetzt. Wir haben dafür angesagt, dass Lützeburg auch in einer globalisierten Welt seine Unabhängigkeit behält. An einer Zeit, wo Decisionen immer mehr zentralisiert und aus dem Ausland beeinflusst gehen, haben wir uns klar gegen die Entmachtung von unseren nationalen Institutionen gestaltet. Das war auch ein von unseren Hauptthemen an der nationalen und an der EU-Wahlkampagne. 2024 haben wir uns mit Nachhaltigkeit für eine gerechte Rentenpolitik, erwerten dadurch noch in Zukunft, bezahlbare Wohnraum und die Entlastung von der schaffenden Bevölkerung angesetzt. Als Ziel war es, die Reich nicht weiter aus der Nähe gehen zu lassen. Im Moment schafft auch zum Beispiel, und auch das habe ich gerade im Interview gesagt, eine Arbeitsgruppe intensiv an unserer Partei auf Vorschläge für das Rentensystem zu verbessern und langfristig tragbar zu machen. Liebe Presse, hier muss ich aber noch ein bisschen geduldigen. Wir sind an der Elaborationsphase, das ist ein Wort, das ich von der Regierung überholen. Wir gucken noch, wir elaborieren mit meinen Etüden. Wir werden mir sehr gut bei uns, ich kann nicht das versprechen. Mit als Forderung für mehr starke Unterstützung von Familien und für eine bessere Bildungspolitik und den politischen Diskurs abbrücht. Weil nur so können wir die Zukunft von unserem Land sichern. Als Propos vom ADR-Geld werden wir weiterhin bei allen Möglichkeiten erwähnen. Wir bleiben noch weiterhin bei unserem Standpunkt, dass wir gegen eine Alphabetisierung auf Französisch sind. Das feiert an uns nahen zu Parallelgesellschaften. Wir müssen nicht fertig sprengen, eine Integration von allen Kindern und Jugendlichen zu erreichen und nicht schon mit der Schule als Jugend an zwei verschiedene Gesellschaften zu splicken. Schule und die lokalen Vereine, sie wird Sport, Scouten oder andere Vereine, sind den einzigen und ganz guten Schlüssel für eine gute Integration von unserer Jugend. Das Jahr 2024 war auch geprägt von internationalen Herausforderungen, die Lützeburg als Teil von Europa und der EU direkt betreffen. Geopolitische Spannungen haben uns deutlich gemacht, dass wir in unserem kleinen schönen Ländchen nicht an einer bloß leben. Die Auswirkungen von Krisen, Konflikten, wirtschaftlichen Turbulenzen und Klimawandel sind bei uns am Alltag zu spüren. Unsere Aufgabe als ADR war und ist es, den Leuten zu weisen, dass wir in diesen unsicheren Zeiten Orientierung und Stabilität bieten können. Und nicht nur als ADR, aber auch als Lützeburg können wir hoffentlich sein, dass wir politisch stabil durchstehen, wenn es sich mal die Situation an unseren Nachbarländern anguckt. Auch das habe ich gerade in meinem Interview am RTL gesagt. Das ist auch ganz klar an der Chambre zu spüren, weil der Chamberspräsident durch seine Aufschlussrede gesagt hat. Wir haben sicherlich all unterschiedliche Meinungen, aber wir können auch alle mit nicht schwätzen.
Das ist als stärkt als Land an der Menge nach ganz wichtig, für eine seriöse gute Politik und noch nur Bausen, ein vertrauensvoller Partner zu sein. Die Entwicklung von der Außenpolitik und der 2024 einkehr gewiesen, wie wichtig, klar und souveräne Positionen sind. Als ADR stimme ich für eine Außenpolitik, die Lützeburg als ein Interesse schützt und ein Brick zwischen den Nationen schlägt. Wir setzen uns für ein Europa für souveräne Staaten an, wo Lützeburg nicht zu einem Unhang von den größten Nationen degradiert wird oder zum Gehölf von einer Zentralregierung zu Brüssel. Wir fordern eine Rückbesinnung auf das Subsidiaritätsprinzip. Decisionen müssen da geholt gehen, wo sie die Leute direkt betreffen. Und auch da sind ich mir sicher, dass wir mit Ferner Korteiser eine ganz starke Stimme an unseren besten Mann zu Brüssel haben, die sich dafür ersetzen wird. Im Kontext von unheilenden Konflikten auf der Welt, besonders in der Ukraine, am Nahen Osten, Israel, Palästina, Syrien, und wie weit weg, müssen wir uns aktiv, und werden wir auch immer aktiv, für Diplomatie einsetzen. Wir müssen Menschenleben schützen und Konflikteskalationen verhindern. Lützeburg soll an alle Konflikte eine Stimme vom Frieden sein, geprägt durch unsere Geschichte und Erfahrungen aus den letzten Jahrhunderten. Diplomatie und Kommunikationsbereitschaft ist realistisch und kein populistisch gesabbelt. Das sehen wir ja momentan auch auf vielen anderen europäischen Ländern und darüber hinaus. Als Lützeburg und EU müssen wir mehr autonom gehen. Die letzten Jahre haben gewiesen, wie gefährlich Abhängigkeiten an den Bereichen Energie, Technologie oder auch Pharmazie können sein. Als Aufgabe ist es, die Resilienz von Lützeburg und auch von der EU zu stärken, für mehr unabhängig von externen Beeinflussungen zu gehen. Gucken wir noch 4, nur 2025 wird schon 6 Tage alles. Liebe Freunde, 2025, ich kann sagen, ich bin erleichtert, die Jahr ohne Wahlen. Es gibt als Möglichkeit, also als eigentlich Aufgaben zu fokussieren, nämlich Politik zu machen und nicht nur Hände zu drücken und klatschen. Wir stehen für zentrale Missionen. Ein ganz wichtig, Demokratie stärken. Politische Debatte muss nicht mehr nur bei den Bürgern kommen. Transparenz und Machtbestimmung dürfen nicht nur eitel Wörter bleiben. Für in unserer Krigi-Mission, von der ADR schon gesagt, werden wir es dafür einsetzen, dass es bei der Minimumgrenze von 4.500 gültigen Stimmen bei Petitionen bleibt. Ich will aber ehrlich mal dir all sehen, es sieht schlecht aus, weil wir sind Einzelkämpfer in dem Bereich. Soll die Grenze geändert gehen, und das hatten wir ja in unserer Mission gesagt, werden wir es dafür einsetzen, dass Petitionen mit 4.500 erreichten Stimmen ein Gehör kriegen an der Chambre. Wir müssen 2025 auch die Grundlage für eine Wirtschaft legen, die nicht nur Wurst, sondern auch Gerechtigkeit bringt. Belastung für kleine und mittlere Betriebe sowie für die schaffenden Leute muss reduziert gehen. Wir müssen endlich als Wohnungsbau- und Logementsproblematik an den Griff kriegen. Es kann nicht sein, dass wir mit staatlichen Geldern Wohnraum schaffen, als sogenannten abordable Wohnraum, mit der so teuer ist, dass die betroffenen Leute Kredite bei der Bank dafür gönnen kriegen. Ja, Investitionen, woran muss man investieren? Es gibt vieles. Schon mal 4 Sachen, 5 Sachen rausgepickt. Bildung, Ausbildung, Technologie, Gesundheitsversorgung, für allem am ländlichen Raum, Sicherheit und Wirtschaft. Das muss als Prioritäten sein für Lützeburg, langfristig auf der Erfolgspiste zu halten. Wir dürfen nicht vergessen, 2025 ist ein Jahr, an dem wir als ADR als Position weiter ausbauen können. Die Wahlen von 2023 und 2024 haben gewiesen, dass die Leute zu Lützeburg ein klar, courageös und ehrlich politisch Alternativ sichern. Eine Alternativ, die die Leute dabei zu null ausstattet und sich versteht. Die Alternative sind wir, das liegt quasi an unserem Namen, an unserer DNS. Ein gemeinsamer Weg auf 4. Ich will euch allen ein Merci sagen. Merci für Ihren Ansatz, Ihre Ideen und Ihre Leidenschaft für Politik. An der heutigen Zeit ist es sicher nicht mehr selbstverständlich. Wir sind gerade in Deutschland noch, wo viele Deputierte nicht mehr gewollt sind, sich dem Wahlkampf an den Wähler zu stellen, aus verschiedensten Gründen. Mir das die Leidenschaft und die Ideen an den Ansatz, die uns als Partei so stark machen. Ohne Engagement finde ich wirklich alle gut an all die noch nicht in Aufenthalt sind, wäre mir nicht so erfolgreich für die Interessen von unserem Land anzusetzen. In dem Sinn will ich zum Schluss aber abs losgehen.
Deswegen sind schon etwas Neues geworden. Nicht, dass ich auf der ersten Seite vom Lützebauer Wucht sind, da dass ich schon bald gewinnt. Merci für gratis Reklam. Aber der aus dem Lützebauer Wucht nur am Scheideweg. Tja. War dein Headline just leider Fake News? Der Gegenteil ist der Fall. Leifren, wir sind so stark wie noch nie. Ich kann nicht als Parteipräsidentin zusammen mit meinen Mandatsträger von der Partei, wie auch mit meinen Kollegen aus der Chambre, inklusive unserem Europadeputierten, versichern, dass wir nicht wollen, euch schäden zu lassen, weder innerhalb von der Partei noch von unserer Parteifamilie der ECR, wo wir seit 2009 der Gründung von der ECR Member sind. Also das kann ich so. An dem Sinn, an alle Neuigkeiten an der Presse zu trotz, los uns 2025 couragiert und determiniert zu gehen. Los uns weisen, dass wir Herausforderungen nicht nur erkennen, wir auch Lösungsansätze haben. Zusammen können wir eine Politik gestalten, die alle Menschen an unser Land an den Mittelpunkt stellt. Das gesagt, hoffentlich erstens schon mal den 30. März bei unserem Nationalkongress am schönen Norden begrüßen zu dürfen. Die genaue Lokalität kennt nach noch. Wünschen ich aber alle gut ein glücklich, gesund, erfolgreich und vor allem ein friedliches neues Jahr 2025. Ich hoffe, dass die Jahr vom Zusammenhalt, vom Frieden und vom Fortschritt für Lützeburg, für Europa und für uns Welt. Merci für das Vertrauen, weil wir Lützeburg gerne haben.